EA Sports. It's in the game. Hola, bom dia. Bem-vindo, Spritey Fox. Wie ihr seht, ist das keine normale Spritey Fox Episode, sondern das ist eigentlich ein Willkommens-, Begrüßungs- und Erklärungsvideo von dem, was wir jetzt in den nächsten Tagen machen. Und zwar haben wir uns entschieden, da ja WM ist und wir alle noch ein bisschen WM-Stimmung vertragen können, spielen wir das Neue, das Neue ist auch schon wieder im Moment, ich glaube im April ist es rausgekommen, FIFA 2014 World Cup Brasil Edition auf PlayStation 3. Und zwar spielen mit die bekannten Spritey Fox Mitglieder ich, der Jaco, der Knot, der Chris Maradona. Und zusätzlich haben wir noch zwei Special Guests, und zwar zwei Brüder, der Dani und der Markus. Ja, wir sind eigentlich alle langjährige FIFA-Spieler, haben aber jetzt lange nicht mehr gespielt. Wieso? Wegen dem GTA. Ein paar länger nicht mehr gespielt und ein paar weniger lang. Also ich, der Schulti, wir haben eigentlich gerade aufgehört, als GTA rausgekommen ist. Der Knot weiss ich nicht so recht, er war nie so gross der FIFA-Spieler und die anderen zwei haben, glaube ich, so fast schon jahrelange Absenz unterdessen. Also mal schauen, was da zu erwarten ist. Ja, jedenfalls tue ich noch schnell erklären, wie wir das machen. Und zwar haben wir uns mal entschieden, dass wir sicher die ganze Vorrunde durch an jedem Spieltag eigentlich uns das Topspiel rauspicken. Also mehr oder weniger das Topspiel, weil wenn die Schweiz spielt, nehmen wir einfach die Schweiz, oder? Und an den anderen Tagen nehmen wir einfach das Spiel, das wir finden, könnte am interessantesten sein. Das tun wir dann spielen, 2 gegen 2. Ausgelost wird das Ganze vorgängig, also es wird zuerst ausgelost, wer muss draussen hocken. Und dann wird ausgelost, wer als Zweiter dann muss draussen hocken und so weiter. Und das gibt dann so einen Turnus. Dazu haben wir dann noch die Auslosung, wer in welcher Mannschaft wird spielen. Das wird dann auch noch individuell per Los gemacht, also nichts geht da am Zufall zu. Nichts geht am Zufall zu. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Dann ist es so, dass noch eine kleine Competition muss geben zwischen uns allen. Wird es so sein, weil es muss ja noch ein bisschen spannend sein, eigentlich jedes Spiel, die Mannschaft, die gewinnt, kommt 3 Punkte über. Das heisst, jeder Spieler, sagen wir, ich und der Schulti gewinnen, dann komme ich 3 Punkte über, Schulti kommt 3 Punkte über, die anderen logischerweise 0. Der draussen hockt, der kann vor dem Spiel eine Wette abgeben auf das Spiel, also 1, x oder 2. Und falls er die Wette gewinnt, kann er auch noch 3 Bonuspunkte eigentlich holen. Oder? Das ist noch, so kann man sich noch gewisse Punkte zusätzlich holen, wenn man nicht gerade am Spielen ist. Und natürlich, wenn unentschieden ist, dann kommen da allein Punkte über. Über die ganze Vorrunde verteilt wird es, 14 Spiele geben, 14 oder 15 Spiele. Also und am Schluss gibt es eine Tabelle und der die meisten Punkte hat, der gewonnen. Zusätzlich ist das Ganze natürlich auch noch ein bisschen ein Orakel, oder? Wer weiß, vielleicht sind ja wir Spritey Fox das riesige Orakel, das alle WM-Spiele richtig voraussagen. Also von dem her, wenn ihr ein bisschen Geld wetten, wenn ihr 18 sind natürlich, wäre eine gute Möglichkeit, zum Tipps bei uns zu holen, aber ja, ohne Gewähr. Wir übernehmen keinen den Schaden oder wie auch immer. Also, aber könnt es probieren. Und dass wir natürlich dann schlussendlich wissen, wie die Tabellensituationen aussehen, tun wir die Spiele, die wir nicht spielen, weil wir eben nur 1 pro Tag spielen, die wir auswürfeln. Wir haben ein super Konzept, dass wir würfeln, oder? Das Eis ist auch so, sagen wir Deutschland, Portugal, oder? Dann hat Deutschland Würfel, Portugal hat einen Würfel und jeder würfelt und 1 ist 1 Goal, 2 ist 2 Goal, 3 ist 3, 4 ist 4, 5 ist 0 und 6 ist wieder 1, oder? Also wenn Deutschland 5 hat, ist es 0 und wenn Portugal 6 hat, ist es 1, also ist es 0 zu 1. Da müssen wir eine Tabelle zusammenrechnen, bla 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 und so weiter und so fort. Muss man sonst noch irgendetwas erklären? Ich glaube nicht.
Vielleicht noch eine kleine Warnung, zum Teil wird es halt ein bisschen laut und vielleicht auch chaotisch und so weiter, aber das soll ja einfach mal ein bisschen etwas anderes sein neben GTA, dass wir wirklich ein bisschen die WM-Stimmung ein bisschen überbringen. Ja, vielleicht gefällt es euch ja, das wäre doch super. Und wenn nicht, dann sorry, wir sind bald wieder zurück mit unseren normalen GTA-Folgen, die wir auch während der Zeit wahrscheinlich werden posten. Okay, obrigado, see you later, ciao. Mente dos demais é Black Thunder, Mababa Azul.